ist gleich so weit. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen Zur Theaterstadezeit. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen Zur Theaterstadezeit. Zur Theaterstadezeit. Anna! Ja! Wo bleibt denn der Kaffee? So. Du wirst das da warten können. Ja, ich hab ja bloß gefragt. Und ich hab's ja bloß gesagt. Heut bist wieder freundlich. Passt da was nicht? Ich hab ja bloß gesagt. Du hast deinen Kaffee. Dankeschön. Bitteschön. Auwe. Dünn ist er heute wieder. Sehr dünn. Der ist genauso dick wie immer. Im Übrigen, dass du es weißt. Heute Nacht hast du wieder geschnarcht, als wie ein Holzfäller, der mit der Motorsäge unterwegs ist. Ich hab nichts gehört. Da sieht man's mal. Umso älter das du wärst, umso dümmer wärst. Seit wann hört man sie denn selber beim Schnarchen? Hä? Mein Gott, na musst halt in die hintere Kammer reingehen, dann hörst du mich nicht. Hä? Na, du gehst in die hintere Kammer, weil du schnarchst, nicht ich. Okay, weiter hab ich doch gern. Oh, freilich, so weit kam's noch. Herrschaftszeiten noch einmal. Das schreckt mich doch nicht wer so. Sag mal, wo bleibt denn der Girgel halt mit den Semmeln? Ja, ich kann diesen Kaffee nicht so trocken runter trinken. Dir hat's ja so pressiert mit dem Kaffee, nicht? Sag einmal, Hä? bist du heute überhaupt schon gewaschen? Ha? Nein, braucht's nicht, kommt sowieso keiner. Ja. Das halte ich nicht aus bis an mein Lebensende mit dir, das sage ich dir. Hätt's geheiratet, na hättest du jetzt einen Mann, mit dem du es aushalten musst. Aber ob das besser war, das frage ich mich. Warum hast denn du nicht geheiratet? Weil du auch keinen gekriegt hast, gell? Von wegen kein Glück, gell? Um mich haben sie sich gerissen. Jawohl, gerissen haben sie sich um mich. Ich wollte halt einfach keinen. Heute warst du nicht mehr so wählerisch, gell? Heute darfst du dann jeden nehmen. Doch schon eher du, oder? Jetzt brauche ich auch keine mehr. Ich auch nicht. Naja, dann werden wir wohl beieinander bleiben müssen. Bis zu unserem bitteren Lebensende. Aber noch besser, es wäre ganz allein. Aber weißt du, was ich da sage? Waschen und frisieren, das darfst du jetzt aber dann trotzdem, gell? Das wird jetzt der Girgel mit den Semen sein, gell? Aha. Jetzt kommt er daher, wo ich mit meinem Kaffee schon fast fertig bin. Sei doch froh, dass er es uns überhaupt noch bringt. Als Geselle muss er das gar nicht mehr machen. Hat er uns als Lehrbub die Semmeln gebracht, kann er es uns als Geselle auch. Und jetzt sag schon mal herein, damit ich zu meinen Semmeln komme. Sagt einmal, wie lange lasst ihr mich jetzt nur draußen stehen, ha? Ja, geh weiter, komm rein. Geh doch. Das haben wir braucht. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich den schönen Damen. Tu nicht frech werden. Das gefällt mir. Da will man der holden Weiblichkeit ein Kompliment machen, dann ist auch wieder nicht recht. Na, Brummelt nicht vor dich hin. Von so einem Lausbuben wie du einer bist, lassen wir uns nicht auf den Arm nehmen. Ich bin kein Lausburg, gell? Ich bin Geselle und das heißt ein vollwertiges Mitglied der Erwachsenengesellschaft. Also ein bisschen mehr Respekt, wenn ich bitten darf. Ja, Ne? da. Aber um noch einmal auf das Armnehmen zurückzukommen, Frau Mattel, unser Meister, du darfst euch alle zwei gern auf den Arm nehmen lassen, hab ich recht? ja, jetzt fangst du noch gleich eine, gell?
Soll ich den Mattel mal ausrichten, dass er euch mal die Semmel bringen soll, ha? Anna, schmeißen raus. Ja. Und dass du es weißt, morgen bringst du die Semmel etwas früher. Ich möchte nämlich zum Kaffee und nicht danach, gell? Müsst ihr mit dem Kaffee ein bisschen erwarten. Und überhaupt, was glaubt ihr, wie ich alleweil schnauf den Berg dann auf zu euch? Ja. Da wäre längst schon mal wieder ein anständiges Trinkgeld fällig da. Du glaubst, dass der wird jeden Tag noch frecher, ha? Ja, sonst kommst du ja zu nix. Okay. Und überhaupt, wenn ihr zwei nicht so knausrig werdet, dann würde ich euch was verraten. Vom Mattel. Was? Vom Martel. Genau von demselbigen. Ja, jetzt geh weiter, Kim. Mein Gott, red und lass dir nicht alles aus der Nase ziehen. Ja, das ist gar nicht so einfach. Das ist eine lange Geschichte. Eine lange Geschichte. Kim, geh weiter, sitzt ein bisschen her. Magst vielleicht eine Tasse Kaffee mittrinken? Jetzt geh weiter, Kim, jetzt. Das geht So. nicht. Ich muss doch gleich weiter, mir pressiert's doch. Aha, dein Pressieren, mein Lieber, das kenne ich schon. Also gut, da schau her. Da hast du jetzt 2 Euro und jetzt raus mit der Sprache. Ja, also das ist so. Ja, wo ist der das Mattel, jetzt? ne? Ja, verzeih. Der Mattel, ne? Ja. Der hat schon so oft, ne? Ja. Ganz ehrlich, Ja. noch gar nie nach euch gefragt. So ein frecher Glück gehabt. So ein Rotzbur, so ein Elentiger, der macht sich ja direkt lustig über uns. Und für sowas gebe ich 2 Euro her. Ja, Die her. blöde Aber Kuh. ich könnte ja für euch mal ein gutes Wort einlegen. Obwohl, so zwar altbackene und älterbackene Semmeln wie ihr seid, die verkaufen sich halt nicht mehr so gut. Schau, dass du weiterkommst. So, jetzt haben wir's. Ja. Altbackene Semmeln. Das hat also zu uns noch gar keiner gesagt. Ja. Der kommt mir nicht mehr rein bei der Tür, das sage ich dir. Aus ist. Richtig. Und deshalb fahrst du morgen mit dem Fahrrad runter und holst die Semmeln. Oder du? Na du? Wieso denn ich? Ja, wieso du nicht? Nicht, weil du die Ältere bist, kannst du mich da ständig umeinander kommandieren. Ja, hätt's geheiratet, dann hättest du jetzt ein Mannsbild zum umeinander kommandieren. Ich möchte bloß wissen, was an der Rese unserer Schwester anders war, dass die einen Mann gekriegt hat und mir nicht. Naja, aber die war ja alle schon so hinterlistig, gell? Ja. Obwohl, gell, unser Schwager damals, der Thomas, das war ein sauberes Mannsbild. Ja, das ist ja gewiss heute auch noch. Naja, aber unsere Schwester, die Resi, die ist gestorben. Ja. Und wir zwei, wir leben alle weiter. Ja. Da haben wir schon recht viel davon. Du, was wohl aus der Lisa, aus der Tochter von der Resi geworden ist, war ein recht liebes Netzmädel damals, gell? Naja, das kann aber uns jetzt wurscht sein. Ja. Ja. Moni, so geht's nicht mehr weiter. Was? Es muss irgendwas geschehen. Geschenk? Und zwar sehr bald. Wir zwei, wir vergammeln da herum auf dem Berg. Genau wie unser Heisel. Ja, da hast recht. Da bröckelt auch schon der Putz runter. Genau wie bei uns. Und eines steht auch fest. Jünger und schöner werden wir zwar ganz bestimmt nicht mehr. Da bin ich mir bei dir ganz sicher. Ja, bei mir freilich, logisch. Weißt du, was ich da sag? Wir könnten doch einmal wieder eine Wallfahrt machen. Eine Walfahrt? Ja. Geh zu. Haben wir doch vor 20 Jahren erst noch nicht gemacht. Ja, mei. Und Käufer hat's gar nichts. Mei, vielleicht haben wir damals nicht mit der nötigen Inbrunst gebetet, weißt du schon? Damals hat es ja noch nicht so pressiert wie heute. Ja, bei dir tat's arg pressieren. Oh, und die notwendige Inbrunst, die hätten wir jetzt alle 2. Und dann war ja der heilige Antonius, zu dem wir die Wallfahrt gemacht haben, der war ja für unser Anliegen überhaupt gar nicht zuständig. Nee? Nein. Ja,
Ja, warum sind wir noch hier zu dem? Weil das weiß ich heute auch nicht mehr, mein Gott, nein. Du, und Hä? wenn wir dann gleich zu der heiligen Maria, Mutter Gottes gingen, ja, weißt du, ich mein, das ist ja auch ein Weiberleid wie wir zwei, gell? Ja. Die versteht uns doch viel besser als wir so ein Mannsbild. Ja, genau, weil die männlichen Heiligen sind ja auch bloß Mannsbilder, nicht? Ja. Oh, nix für ungut, mein Gott, nein. Du hast recht. Wieso wissen denn die, wie es in den Frauenherzen ausschaut, oder? Die haben Gar ja gar nicht. keine Ahnung nicht, oder? Gar Weißt du, was ich da sag? Das machen wir jetzt einfach einmal. Schauen kannst du doch auf gar keinen Fall, oder? Du hast recht. Ja? Jawohl, Ha? das machen wir. Wir gehen Wallfahrten. Ja. Und zwar gleich morgen. Ja. Morgen in der Früh um 6 geht der Bus. Ach, du bist ein Stück narrisch. Warum? Mit dem Omnibus Wallfahrten, wo gibt's denn sowas? Da muss man zu Fuß gehen. Was? Sonst ist das keine Wallfahrt nicht. Nein. Es heißt auch Wallfahren und nicht Wallgehen. Du hast nicht die nötige Einstellung. Also eine Wallfahrt, das darf doch kein Spaziergang sein. Das muss mein Gott, das muss so ein richtiger Aufstand muss das werden. Ach so, Ja. du meinst sozusagen der Aufstand der Jungfrauen. Ja, genau so kann man sagen. Jetzt fällt mir was ein. Was? Weißt du was? Wir schütten Erbsen in unsere Schuhe rein. Ja, das machen wir. Ja. Ja. Warte mal, wieso Erbsen? Ja, überleg doch einmal. Lauf einmal 20 Kilometer mit den Erbsen in die Schuhe drin. Dann hast du alle deine Sünden abgebüßt. Wirst du sehen, die heilige Maria, Mutter Gottes, die hat dann garantiert ein Einsehen mit uns. Aber geht's so? Ja, Anna, das ist doch ein Schmarrn. Nein. Schau, wir sind noch nicht richtig bei der Hoftür draußen. Haben wir doch schon Erbsenbrei in die Schuhe. doch nicht wie kocht, du dummes Luder. Hä? Mit Ruhe musst laufen. Mit Ruhe Ja, freilich. in die Schuhe. Ja, klar. Meine arme Fies. Nix da. Anna, Was denn? Anna, und wenn wir vielleicht die Erbsen doch ein bisschen weich kochen, hä? Nix da. Sei froh, wenn ich dich nicht auf die Knie hier rutschen lasse. Oh, so, jetzt. Oh, das ist gemein von dir. Wieso denn? Bei dir hast du ja viel weniger Erbsen rein, du, als wie bei mir. Das ist doch vollkommen wurscht. Ja, vielleicht dir, aber nicht meine Fies. Der peinigende Effekt ist immer der gleiche, verstehst du mich? Nein, schau her, Ha? so bleibt's jetzt und damit passt er. Mein Gott, na, glaubst du das? Du bist halt einfach willensschwach, verstehst du? Ja, weißt du, ich weiß schon. Aber ich war ja Gott sei Dank immer schon die Stärkere von uns zwei. Aha. Käufer hat's da gar nichts, weil ein Mannsbild hast du auch keins Ja, gekriegt. mein Gott, nein. Jetzt hat's geklopft. Klopft hat's. Ja, wie ist denn Ja, das? schau mal nach, dann weißt du's. Ein Mannsbild. Ein Mannsbild? Ja. Mei, Ha? du, Anna. Was denn? Anna, den hat uns bestimmt die heilige Maria geschickt, damit wir nicht so weit zu Fuß gehen müssen. Wie schaut dann aus? Schau mal. Ja, schau mal. Hui. Der ist fesch und jung. Jung? Ja. Mei, na ist er bestimmt für mich. Wenn es aber dann ein Sittlichkeitsverbrecher ist. Na, wo ja gewiss nichts von dir. Okay. Grüß Gott. Ja, warum sind Sie denn so erschrocken? Schaue ich denn so wild aus? Na, ganz im Gegenteil. Ich meine, im Gegenteil. Darum sind wir so erschrocken. Wissen Sie, gell? wir kriegen so selten einen Besuch da herum, gell? Ja. Wollen Sie ja vielleicht ein bisschen hersitzen? Ja, gern, wenn es Ja, erlaubt ist, ja, gell? ja. Aber ich möchte die Damen auf gar keinen Fall stören, gell? Mei, Damen hat er gesagt. Was hat er gesagt? Damen! Nein, Sie stören uns überhaupt nicht, wo wir ja so quasi auf Sie gewartet haben. Auf mich? Ja, auch. Hätte doch kein so ein Schmarrn daher, der ist doch viel zu jung. Auf den Briefträger haben wir gewartet. Ach so, ja. Jetzt redst du einen Schmarrn, wer soll denn uns schreiben? Komm, geh weiter, geh zu, wasch dich. Waschen, ja. Ich muss noch etwas Wäsche waschen, gell? Ich bin sofort wieder da, gell?
Wasser ist zum Waschen da, Falleri und Fallera. Ja, ich habe mir noch gar nicht vorgestellt, Nein, gell? nein. Loderer Toni ist mein Ja, Name. ja. Ich bin jetzt ein paar Jahre im Badischen im Dienst gewesen, aber jetzt hat's mich halt wieder zurückgetrieben in unsere schöne Heimat, gell? Ja, mei, gell. Bei uns ist halt schön, gell? Ja, das stimmt. Ja. Aber das merkt man erst, wenn man sich ein paar Jahre lang an frischen Wind um Nasen hat wehen lassen, gell? Ja, genau. Aber ja, auf dem elterlichen Hof, da möchte ich jetzt auch nicht unbedingt zurück, gell? Ja, aber da werden sie aber schon warten auf dich, auf sie. Ja, das glaube ich jetzt weniger, weil ja, da hockt schon mein älterer Bruder drauf. Aha, ja. Ich habe halt gemeint, ich kann noch eine Zeit lang auf einem anderen Hof sauber zugelangen. Könnt ihr ein kräftiges Mannsbild brauchen? Ja, notwendig. Ja. Ja, dann kann die ja da bleiben. Ja, freilich. Aber nur zum Arbeiten natürlich. Ja, freilich nur zum Arbeiten. Ja. Oder was haben Sie gemeint? Ja, ich hab gar nichts gemeint. Wieso haben sie denn ausgerechnet da bei uns halt gemacht? Ah ja, das war so. Ich bin ein bisschen da in die Berge umeinander gekraxelt, Ja, gell, ja, und bin an dem Anwesen vorbeigekommen und hab mir ein bisschen umgeschaut. Ja, ich möchte ja nicht sagen, dass die Sache runtergekommen ist, aber Ja. ein bisschen ein Schwung darf schon reinkommen, habe ich recht? Mei, ich glaub, gleich Gas ist an uns vom Himmel runtergefallen. Wissen Sie, Toni, wir sind halt zwei einschichtige Schwestern, gell? Ja. Und die schwere Arbeit, die fällt uns halt nicht mehr so leicht, gell? Und also ein junges, kräftiges Mannsbild, das uns ein bisschen zur Hand getan. Das war genau das, was wir zwei jetzt brauchen. Naja, jetzt bin ich ja da, gell? Ja. Ich mache mich gleich an die Arbeit. Ja, das ist Am recht. Dach, da fehlen ein paar Schindeln, das Gatter vom Tor hängt ganz schief in die Angeln. Ja. Und mei, da fällt's ja an alle Ecken und Enden, gell? Mein Gott, na so ein Glück, dass sie ausgerechnet jetzt bei uns da bleiben, bei zwei so alte Weiber. Also, jetzt meine ich, möchten's bloß ein Kompliment hören, habe ich recht? Okay, naja, ich mein, wenn's nichts ausmacht. Also, erstens, seid noch keine so alten Weiber. Na ja. Und zweitens, ich muss ja nicht ewig da bleiben, sondern bloß so lange, bis das halt alles wieder ein bisschen in Schuss ist, Genau, gell? genau. Und drittens, ich bin immer da am liebsten, wo meine Hilfe nötig ist. Ja. Naja, und daheim, da werden sie wohl kaum auf meine Hilfe warten. Aha. Naja, und viertens, wegen am Gehalt braucht ihr euch auch keine Gedanken machen. Ich will nicht viel. Ja, und fünftens können wir da sowieso nichts geben, weil wir selber nichts haben. Ach so. Und sechstens darf ich sagen, du bist jetzt für uns der Toni und ich bin die Anna. Anna, jawohl, so Gell? machen wir's. So machen Gern, wir's, oder? ganz gern. Ja, genau. So ist es richtig. Siebtens, ich bin die Moni. Sag einmal, wie schaust denn du schon wieder aus? Ha? Schön, gell? Das ist einmal eine nette Begrüßung, dass man sie wegen mir gleich in Sonntagsstadt wirft. Nein, das ist kein Sonntagsstart. Nein. Ich achte nämlich immer sehr auf ein gepflegtes Äußeres. Ach so, ja. Darf ich aber schon lachen, gell? Also der Toni, der bleibt jetzt vorläufig einmal bei uns da, Jawohl. gell? Ich hab schon gehört. Ja. Hast du schon wieder gehorcht, ha? Natürlich, sonst krieg ich ja gar nichts mit. Also, ihr zwei, ihr seid wirklich zwei ganz Lustige. Ja, ich bin lustig, sie ist die Gans. So ist richtig. Oh. So geht's bei uns. Ja. Also sei doch nicht mehr so direkt und so auffallend, verstehst? Also Toni, ich zeig dir jetzt deine Kammer. Na, Moment, wir haben noch ein Problem. Wir sind doch morgen verreist. Wir sind Ja, Ach ja, richtig. Freilich. Ja, wir zwei machen morgen eine eine Wanderung mit dem Gebirgsheimer Trachtenverein machen wir morgen. Ja, Ja. ja, mit dem Gebirge sind wir unterwegs. Ja. Ich meine, hoch ins Gebirge und links und rechts, rauf und runter. Ja, und da kann man so schlecht absagen, weil sonst wären uns ja die Berge beleidigt, gell? Ja. Also, wegen mir könnt ihr die Wanderung ruhig machen, gell? Oder habt ihr kein Vertrauen zu mir? Nein, gewiss nicht. Was? Ich mein, selbstverständlich haben wir da Vertrauen. Ja, schon. Nur, weil wir dich heute am ersten Tag allein lassen müssen. Ja, gell? das ist ja überhaupt kein Problem. Nicht. An der Arbeit wird's mir nicht fein. Ja. Und ein Stückel Brot und ein Stückel Wurst werde ich dann auch schon finden, gell? Die Anna, die macht jetzt dann gleich eine ganz gute Erbsensuppe. Ja. Hä? Sind doch in die Schuhe drin. Oh.
Herrschaftszeiten rein. Aber in der Speiskammer, da hängt der Wurst. Ja. Und da kannst du was runterschneiden. Ja, gerne. Also, Toni, jetzt geh weiter, jetzt zeige ich dir die Kammer. Gut, wo müssen wir Ich hin? geh mit dir rauf. Wo gell? müssen wir hin? Gleich, da geht's Dann auf. über. Ja. Da ist aber dunkel. Macht nichts, ich bin bei dir. Ja, ja, Jetzt gut. geh weiter. So, jetzt haben wir's. Es ist wirklich zum Aus der Haut fahren. Kann denn der nicht 15 Jahre früher kommen? Jetzt, ausgerechnet jetzt kommt er daher. Jetzt, wo ich schon fast verblüht bin. Mein Gott, na, was stehst jetzt du da vom Spiegel da? Meinst du, wärst schöner davon, oder? Heute bist du wieder richtig ekelhaft. Ja, wart nur gerade einmal, bis ich mal meinen schlechten Tag hab. Den kenn ich schon. Ja, und überhaupt, was redst du denn so tappig daher? Den erfasst doch die Panik und der ist schneller wieder fort, wie wir schauen können. Hä? Der darf doch überhaupt nicht den Eindruck haben, dass wir was wollen von ihm. Warum? Wollen wir nichts von ihm? Da geht's doch nicht ums Wollen. Glaubst denn du, dass der uns anschaut, ha? Der junge Kerl, der noch dazu so sauber ist, dass er dann jeden Finger 5 haben kann. Moment, mich hat er angeschaut. Ja, weißt du, ausschaust wie so ein ausrangierter Zirkusgall. Weißt du, was dir ich sag? Was Du denn? bist richtig geschert, Ja, bist ja. so. Mit dir rede ich jetzt kein Wort mehr. mir Und das. zwar mindestens, wenn nicht noch länger, rede ich nichts mehr. Kein Wort. Versprichst mir das? Du, Anna. Ja, Anna, ich mein, wir kannten uns jetzt eigentlich die Wallfahrt sparen. ja, so schaust du aus. Der ist doch viel zu jung, viel zu jung. Und zweitens ist der nur zum Arbeiten da und sonst tun überhaupt nichts. Und drittens, ich meine, wenn schon, dann brauchen wir 2. Verstehst? Na, ich mein, du kannst ja durch Wallfahrten Ja, gehen. freilich. Ja, und was mich betrifft, gell, also die Chemie, die hat ja heutzutage schon so gute Mittel, wo man sich von Grund auf verjüngen und verschönern kann. So viel Chemie gibt's auf der ganzen Welt nicht. Dass eine von uns 2 zum Toni passen darf. Da braucht man schon eher einen Schönheitschirurgen, das sage ich dir. Nixes. Naja, ich meine, ein bisschen Rutsch könnte ja nicht schaden, gell? Aha. Es ist ja nur, dass man sich pflegt, gell? So, und ein ganz weiser Spruch sagt, auf einem alten Fahrrad lernt man das Fahren. Im Übrigen, Was denn? manche Männer mögen sogar reife Frauen. Ja, aber keine Überreifen. Das muss... Der Nächste, Ja, freilich, 20 Jahre warten wir jetzt auf einen. Und dann rennen sie uns an einem Tag die Tür ein, verstehst? ich glaube, du warst schon 30 Jahre. Ja, mei. Darf man stören? Ja, du kommst mir gerade recht. Schau, dass du mir sofort meine 2 Euro wieder gibst. Die sind schon fort. Schauen die du. Also, du bist doch... Der Meister lässt fragen, ob er vor einem Zwetschgerbaum ein paar Zwetschger für Blech Zwetschgerdatsche haben könnt, weil in die Zwetschgen von unserem Zwetschgerbaum ist in jeder Zwetschgerwurm drin. Wie oft hat es der Zwetschgen gesagt? ha? Ja, und wegen den Zwetschgen kommst du zu uns rauf. Ja, freilich, weil der Meister mahnt, dass so 2 alte Zwetschgen wie ihr seid, Was, da war's das jetzt langs? gar nicht so viel Zwetschgen essen könnt, wie Zwetschgen um euren Zwetschgerbaum droben hängen. Darf doch nicht wahr sein. Und dann mahnt er, müssten wir euch ein bisschen unterstützen. Aha. Weil er will die Zwetschgen vor eurem Zwetschgerbaum ja nicht umsonst. Der hört nicht auf mit seinen Zwetschgen. Wir menschenfreundlich, gell? Naja, dann pflückst du halt ein Kerberl voll, gell? Aber morgen früh bringst du uns 4 Semen mehr. Verstanden? Mei, seid ihr verfressen. Du, gell? Du nicht frech werden, Birscherl, ja? Wer als Lehrbuch frech war, der bleibt da als Geselle frech. Und wenn ich erst Meister bin, dann lasse ich mir gar nichts mehr sagen. Und überhaupt, wenn ich so ein kreuzbraver Jüngling wäre, das wäre doch stinkfad, stimmt's? Für mich bleibst du eben ein rotzfrecher Lausbub. Und ich möchte jeden Tag eine Wut auf den Kerl kriegen, aber es gelingt mir einfach nicht. Da sagt er selber, ich bringe noch etwas Sonne und Heiterkeit in eure einsamen alten Jetzt hast Tage. du's gesagt, ja. Aber jetzt einmal im Ernst, Was denn? die Brödler esst doch nicht ihr alle allein. Habt ihr einen Besuch? Sei nicht so neugierig. Schüttel deine Zwetschgen runter. Ja, und dann verschwinde ich, gell? Ja. Hab ich's doch gewusst, dass ihr einen Besuch habt.
Aber da komme ich schon noch dahinter, wer das ist. So. Was ich noch sagen wollte. Zuckrig schaut's aus. Fräulein Moni. Mit diesen neckischen Blümen in die Locken. Einfach zuckrig. Wie ein altbackenes Semmel mit einem Honig drauf. Schaut da! Das weiter! Jetzt sagt der schon wieder altbackene Semmel zu mir. Das fällt sogar dem Burm auf. Aber du musst ja herrichten wie so eine alte Fregatten. Jetzt ziehst du den einmal wieder ein bisschen anständiger an, gell? Also dir macht man es überhaupt nicht recht. Immer sagt, sie soll auf mich schauen, jetzt schaue ich auf mich, na ist da auch nicht recht. Von einem goldenen Mittelweg hast du noch nie was gehört, ha? So, die Damen. Ich hab's in meiner Kammer schon gemütlich gemacht, gell? Und jetzt mache ich mich gleich an die Arbeit, gell? Ja, das ist ja sicher ein Hunger haben, gell? Ja, Ja, ein bisschen schon. da sitzt die her, Toni. Dankeschön. Bitte schön. Also da sieht man mal, dass du Bitteschön. überhaupt keinen Anstand hast. Warum Geh denn? zu, Was jetzt? Anna, nimm das Brett weg und das Besteck. Los, husch, husch, in den Busch. Da kehrt schließlich und endlich eine Tischdecke drauf, wenn man einen Gast hat. Was, Donnerli, ich möchte nicht, dass du auf so einem nackten Tisch essen musst. Ja. Erstens ist der Toni kein Gast, weil er bei uns arbeitet. Und zweitens ist er kein Fürst. Das Tischtuch kommt bloß am Sonntag hin. Passt da? Ja, jetzt doch auf zum Streiten. Mir ist wichtig, was auf den Teller kommt und nicht drunter. Also bitte, dann heute nicht. Naja, ich hol jetzt auf jeden Fall die Wurst. Gell? Donnerli. Mein Gott. Du hast wieder recht gespreizt, meine Schwester. Okay, ist doch nett. Also, ich muss sagen, mir gefällt's bei euch. Was ich eigentlich gar nicht richtig verstehe, dass so ein junger, sauberen Burschen bei zwei so alte, verschrobene Jungfrauen noch gefällt. Also bitte, ja? Anwesende ausgenommen. Denn ich fühle mich weder alt noch verschroben. So, schau her, Donnerli. Und jetzt lass dir deine Wurst schmecken, gell? Mein Gott, na, wie eine Stunde einen Menschen verändern kann, man möchte gar nicht Oh, ist glauben. mir schlecht. Ich sterbe. Was, oder? Was ist mit dir los? Die Zwetschgen sind vergiftet. Was? Krämpf hab ich, dass starke nicht mehr geht. Mei, wirst halt wieder 5 Pfund in die reingestopft haben, wie letztes Mal, oder? Ja, mindestens. Boah, gleich ist aus. Was ist? Aus ist gleich. Ich kann heute auf gar keinen Fall mehr in die Backstube stehen. Das überlebe ich nicht. Oh, diese fürchterlichen, unsagbaren Qualen. Anna, Was? ich brauche dringend einen Schnaps. Ja. Ein paar hinter die Leffe brauchst. Sitzt die da hinten, werden auch schon wieder besser. Hab ich's doch gewusst, dass ihr einen Besuch habt. Jesus. Und er frisst auch noch Wurst. Da wird's mir ja noch gleich viel schlechter. Ich sterbe. Aber nicht da herinnen. Geh, Moni, jetzt sind's doch nicht so herzlos mit dem armen Burm. Von der kenne ich das nicht anders. Du, geil, noch nicht trocken hinter den Ohren, aber rotzfrech sei. Mei, wo der recht hat, der Gergerle, da hat er halt recht, gell? Dankeschön. Wenn ich jetzt dann gleich gestorben bin, dann wird's euch in der Seele leid tun, dass so grausam wart zu einem hilflos leidenden Bäckersgesellen. Nur ein paar Schnapperer, dann ist aus. So ist. Für die gut. Das war's. Lebt's wohl. Ja. Da sind ja Erbsen in die Schuhe drin. Lass du nicht, Kleine. Rösti! Das hast du jetzt von deinen saudummen Einfällen. Also, was? Ich kombiniere messerscharf die Prinzessinnen auf den Erbsen. Irgendwann patzt er noch eine, das sage ich dir. Mei, da fällt mir noch gleich was Gutes ein. Aha, geht's dir jetzt nicht mehr schlecht, ha? Ja, der Schnaps halt. Die Krämpfe haben sich doch jetzt tatsächlich schlagartig verzogen. Verzogen, das ist das richtige Wort für dich. Los, verzieh dich. Na, das muss ich euch noch schnell erzählen, was mir da eingefallen ist. Das wollen wir gar nicht hören. Komm, geh weiter, schwing dich. Ab. Das ist aber wirklich hochinteressant, passt auf. Meine Mutter hat mir mal erzählt, sie hat, wie sie noch jung war, da hat sie eine Wallfahrt gemacht, damit sie einen Hochzeiter kriegt.
Und da hat sie sich doch tatsächlich Erbsen in die Schuhe. Ist das nicht lustig? Ich lach mich gleich tot, ha? Das hast du jetzt davon. Sei doch gut du einmal statt. Und du schwing die endlich. Aber ich war noch nicht fertig. Passt auf. Der Hochzeit ist dann auch kommen. Das ist mein Vater. Aber meine Mutter sagt immer, so schwer ist in ihrem ganzen Leben noch nie nichts im Magen gelegen wie diese Erbsen. Jetzt schau aber, dass du verschwindst, und zwar plötzlich, gell? Und lass dich so schnell nicht mehr sehen. Na, erst morgen wieder, wenn ich die Brötler bringe. Passt mir ja gut auf, dass euch die Wallfahrtserbsen nicht auch ein Leben lang drücken. Ade. Na dann, Prost, Mahlzeit. Lachen macht das Leben schön, drum lachen wir so gern. Lach mit uns und du wirst sehen, dann sind die Sorgen Nein, sag's ja. Also eines schwöre ich dir. Was denn? Nie mehr mache ich eine Wallfahrt. Oh. Hör doch endlich mit den Gejammer auf. Von wegen Gejammer. Die Fürst spüre ich schon gar nicht mehr. Du, und der Toni, wenn uns zuerst bei unserer Fußwaschung beobachtet hätte, der hätte sich krank gelacht. Was gibt's denn da zum Lachen? Nach einer anstrengenden Wanderung darf man dann doch die Füße ein bisschen brennen, oder nicht? Okay, hör mir doch auf. Der ist doch auch nicht aufs Hirn gefallen. Und bei dieser Meldung, die der Girgel gestern loslassen hat, weiß doch der sofort, was es geschlagen hat. Aber weißt du, was das Allerschlimmste ist? Was denn? Nicht ein einziges brauchbares Mannsbild war dabei. Alles umsonst. Nein, das stimmt nicht ganz. Der eine da, der Adi, gell? Du, mit dem habe ich mich so ganz großartig unterhalten. Ja, glaub mir's. Ja, und wir, bis ans Zahlen gegangen ist, gell? Dann ist er nämlich auf und davon. Das ist ja das, was ich nicht verstehe. Wir haben uns unterhalten, das war die wahre Freude, weißt du schon. Das war die reinste Seelenwanderung, war das. Ja. Von wegen Seelenwanderung. Jetzt sage ich dir gleich eines, Was gell? denn? Das verzeih ich dir nie, dass du mich gestern einfach sitzen hast lassen. Okay. Die war ja plötzlich für dich bloß noch Luft, ja, Luft. Nein, da hat er mir verzeiht von seinem Anwesen, gell? Und dass er der Witwer ist, hat er gesagt, ja. Und dass er halt irgendwie so allein und einsam ist, hat er gesagt, Fräulein Anna, hat er gesagt, ganz ruhig essen und trinken. Und tun Sie den bestellen, nach was Ihnen gelüstet, hat er gesagt. Hat er gesagt, nein, ist der großzügig. Ja. Kunststück, er hat ja gewusst, dass du bezahlst. Das ist ja das, was ich nicht verstehe. Was? Gell, wir haben uns doch so großartig unterhalten. Verstehst du mir? So eine menschliche Enttäuschung. Sag einmal, sind denn alle Mannsbilder so? Ha? Jawohl, alle, durch die Bank. Okay. Wo wir uns so großartig unterhalten haben. Ja, das hast du schon einmal gesagt. Was das so richtig so von Herz zu Herz. Von Geldbeutel zu Geldbeutel. Hör doch endlich einmal mit deinem Geld auf. Naja. Von Gefühlen hast du sowieso keine Ahnung. Aha, ich schon wieder. Aber das eine sage ich dir. Der Blick, der war echt. Also das lasse ich mir nicht nehmen, gell? Weißt du, was der ich sag? Was? Einen billigen Tag hat er sich machen wollen. Ja, und das hat er bestimmt schon öfters gemacht. Nach der Wampen, wo der gehabt hat. Nein, das stimmt nicht. Der hat sich bloß für ein paar Minuten entschuldigt. Fräulein Anna hat er gesagt, ich bin gleich wieder da. Und dann ist er Richtung Heisel, ist er dann davon. Davon? Na, der ist auf und davon. Mein Gott, nein. Was hast denn du im Übrigen bezahlt? 50 Euro. 50 Euro? Ja. Mei hat der gefressen. Das war mir ja alles wurscht gewesen, wenn er wenigstens wieder gekommen war. Aber jetzt ist aus. Schluss. Ende. Nichts mehr. Hast recht, der Aufstand der Jungfrauen ist vorbei. Ja. Mag ich nicht mehr. Da. Ja.
Mein Moni, Ha? so tief hat er mir in die Augen geschaut. Nein. Und die Hand hat er mir gedruckt. Aber schon so fest schon, das sage ich dir. Und die Stimme, die er gehabt hat, mein Gott, nein, die war so weich und so tief. Gesoffen werde heute gehabt haben. Ah! Liebe Herrschaft, mit dir kann man überhaupt nichts mehr reden. Es ist einfach nicht zu glauben, verstehst du? Herrschaft, ist das... Zu glauben. Ja, guten Morgen, Moni. Wir haben uns ja gestern gar nicht mehr gesehen. Hat die Wanderung so lange gedauert, ha? Ja, Toni, du warst ja heute schon fleißig, habe ich gesehen. Geh weiter, komm, setz dich hin, da, nimm Platz. Weißt schon, wir waren einfach ein bisschen müde gestern, gell? Ja. Na, was ist? Magst du eine Brotzeit, magst du einen Kaffee oder magst du eine Wurst? Ha? Ja, gern, freilich. Allerweil, wenn ich was krieg. Aber natürlich, wenn ich dir sag, du kriegst eine Wurst, na kriegst du Wurst. Klar? Klar. Weil, so bin ich ja schon lange nicht mehr verwöhnt worden. Toni, was ich noch sagen wollte, Ja? ich meine, wenn du einen besonderen Wunsch hast, gell? Oder wenn du was Spezielles möchtest, gell? Ja. Ich meine, wegen dem Essen. Ja, Dann, Essen. dann kommst du zu mir und nicht zu meiner Schwester, gell? Gern. Gern. Aber ganz im Vertrauen, die Anna hat mir schon dasselbe Angebot gemacht. Ja. Mit genau denselben Worten. Ja, so eine Hexe. Mei, die kann was erleben. Nein. Jetzt seid's friedlich, gell? Also, wenn ich merke, dass ihr euch einen Unfrieden eintragt, dann geh lieber wieder. Na, Toni, du darfst nicht gehen. Du glaubst ja gar nicht, wie ich meine, wie wir froh sind, dass du da bist, gell? Ja. Dass wir mal ein anderes Gesicht sehen, wie das eigene, gell? Ja. Eha, von meinem Gesicht sagst nix, ha? Aber logisch, so ein unbedeutender Bäckersgeselle wird für euch ja gar nicht als männliches Wesen registriert. Das merke ich mir. Seit wann gehört sich das, dass man fremden Fenstern horcht? Erstens mal habe ich nicht gehorcht. Ich habe in aller Ruhe abgewartet, bis der innige Gedankenaustausch beendet war. So, Zweitens, wissen Sie, erstens geht es dich gar nichts an und zweitens ist das der Toni. Servus. ein Toni. Wenn der Toni seiner Moni und die Moni ihrem Toni so ein Bussel gibt, dass es kracht. Und jetzt holst dein Pappen. Das melde ich der Gewerkschaft und der Bäckerinnung. Da sind die Brödler. Gib's her. Und ich werde deinem Meister mal erzählen, da schau her, Donnerle, da hast du deine Semmeln, gell? Was für ein verdorbenes Früchterl du bist. Das schadet mir gar nichts, weil der Meister nämlich weiß, was er an mir hat. Okay. Und überhaupt, verdorben wird man erst bei euch. Was man da so alles zu hören kriegt, einen recht guten Appetit wünsche ich. Schaut aber, dass du rauskommst. So, jetzt haben wir's. Dir ziehe die Ohrwaschel lang. Muss man aber erst erwischen. Ätsch! Jetzt reicht's. Lausbur. Herrschaft, nix seid nein, nutziger. was ist denn da schon wieder für ein Lärm da herin? Zugedürzt bei uns, weil das ganz aus ist. Ja, der Toni ist schon auf. Ja, guten Morgen, Guten lieber Morgen. Toni. Hast du gut geschlafen? Ja, sehr gut habe ich Ja, geschlafen, das danke. freut mich. So, Haben Sie draußen schon ein bisschen rumgeschaut? alles habe ich gesehen. Ja. Ja, ganz großartig haben sie, hast du alles hergekriegt. Gell? Mein Gott, jetzt schenke ich dir gleich ein bisschen einen Kaffee rein. Aber lass dir doch gerade Zeit, sonst bist du gleich mit der ganzen Arbeit schon wieder fertig, Bub, gell? Okay. Jetzt schau her, so. Es jetzt. ist halt doch was anderes, gell, wenn ein Mann im Haus ist, gell?
Magst du ein bisschen mehr Milch in einen Kaffee oder glänzt oder so? Ja, Herrschaft, Zeiten noch einmal, der weiß doch selber, ob er mehr Milch oder weniger Milch braucht, oder? Es ist ja nicht mehr mit anzuhören mit dir. Toni, magst du auf die Semmel eine Marmelade oder lieber einen Honig? Das wird er dann schon sagen, was er will, hier, wie Herrschaft, Zeit, Ja, nein. wieso hin? Schieben ihm doch nicht alles hinten und vorne rein. du Okay, bist das doch kostet hier, überhaupt nicht du her. Magst du Wurst, magst das? Das ist ja nicht so. Furchtbar bist du, Captain. Also, du fängst nämlich an. Okay, lass mal doch. Kannst ja gar nicht mehr haben. Weißt du, was ich dir sage? Was denn? Du bist lästig. Ja. Wenn ich an Toni lästig bin, dann werden wir schon sagen, Toni, das mal da, jetzt haben wir es, jetzt haben wir den Boden drum. Und du bist ja schuld mit deinem Schmarrn, was der mit der herrichst da. Jetzt ein Kind, jetzt ein Kind. Und übrigens, der hat doch eine Wurst. Der braucht ja das süße Marmelade gar nicht, oder? Also, wisst ihr euch einig seid, was ich krieg? Derweil trinke ich einen Kaffee. Ja, ich habe ihm nämlich schon das ganze Frühstück hergerichtet. Ja, und ich habe einen Kaffee gemacht. Also, mir ist der Appetit vergangen, Dankeschön. Jetzt hat So hat's geklopft. ich hab's gehört. Ja, Herrschaftszeit, nein, wer kommt denn da schon wieder? Das weiß ich nicht, aber wahrscheinlich kommt jemand, sonst hätte es ja nicht noch mal. Wieso kommt Oh denn da mei, jetzt? oh mei, Was oh der mei. Weg? Toni, du auch nicht schmeckst. Ja, Grüß Gott beieinander. grüß Gott. Wer bist denn du? Was willst denn du? Wir geben für nix. Nein, weil wir nämlich selber nichts haben. Also, ihr seid aber feindlich. Jetzt fragt doch das Mädel erst einmal, was sie zu euch da hinaufgeführt hat. Ja, das war wirklich nett, weil Ja. dann könnte ich vielleicht Toni, noch... geh einen Hähnerstall hinter. Mach ein paar Latten hin, dass die Luderviecher nicht rauslaufen, gell? Ist recht. Und seid nicht so bes mit dem Mädel. Seid einfach so nett wie zu mir, gell? Na, was ist? Hast du jetzt Sprache verloren? Ja, was willst denn du bei uns da herum? Also, ihr zwei, ihr seid doch die Irlinger Schwestern, oder? Woher kennen die uns? Die spioniert uns aus. Naja, also, keiner tue ich euch eigentlich nicht, aber ihr müsst jetzt mich nur kennen. Ich bin die Lisa und du müsstest die Anna sein und du die Moni, oder? Was denn für eine Lisa? Kennst du eine Lisa, Moni? Nein, ich kenne nicht einmal eine Mona Lisa. Ich bin aber die Marder Lisa. Sagt euch das gar nichts mehr? Marder. Natürlich, so hat doch unsere Schwester geheißen, nachdem es keiner gehabt hat. Ja, genau. Und ich bin die Tochter von der Resi, also Eier Nichte. Ist dieser Freikirch? Wie wir das letzte Mal gesehen haben, da warst du so ein kleines Putzel. Okay. So gleich Das was. ist so gar kannst du nicht gewinnen sein. Geh weiter, sitz dich her, Madel. Jetzt sitz dich her. Na, ist das eine Freude, dass du da bist, Mann. Und so gewachsen ist, gell? Bleibt nicht aus. Freilich ist gewachsen in 20 Jahren, red doch nicht so saudum daher. Sag einmal, warum hat denn dein Vater nach dem Tod von unserer Schwester gar nichts hören lassen? Ha? Ja, der Lackel, der Geschichte, hä? Naja, also, er hat eigentlich gerade allerweil gemeint, auf die bucklere Verwandtschaft, da ist pfiffen. Buckler, die Verwandtschaft, sagt der, gell? Du, dabei haben wir gar keinen Buckel. Jetzt halt endlich einmal dein Pappen. Bin so frei. Da, schau her, der feine Herr Schwager hat, er glaubt, er ist was Besseres, gell? Aber wenn wir ganz ehrlich sind, so scharf war man auf den seine verwandtschaftliche Beziehung sowieso nicht. Also dich hätten wir öfters gern bei uns da gesehen, gell? Jetzt sagt's mir, ha? Ja, das ist schön. Na, also ich muss sagen, das ist eine Freude, dass du da bist. Ja. Warum bist denn du zu uns raufgekommen? Fehlt dir was? Mein Gott, na, was soll dir denn fehlen? Schaut doch gesund und gut aus. Willst du halt deine zwei alten Tanten einmal wieder sehen, gell? Ja, genau, das könnte man jetzt so sagen. Was Ja, ist? ja, ja. Magst du einen Kaffee? Ich hab schon gedacht, ihr fragt's mich gar nicht mehr. Ja. Ja, recht schüchtern bist du nicht, gell? Mei, ganz die Verwandtschaft. So, da schau her, da hast jetzt einen Kaffee. Er ist zwar nicht mehr ganz frisch, aber er muss weg. So ist es. Sag einmal,
Weiß dein Vater, dass du bei uns da bist? Du wirst doch hoffentlich nicht gleich wieder heimfahren, oder? Na, also zum Heimfahren, da habe ich im Moment eigentlich keine große Lust. Nicht? Keine Lust. Also ich meine, krank oder besonders traurig schaust du jetzt nicht gerade aus. Das bin ich ja nicht. Gut. Aber eine Wut habe ich. Eine Wut, das ist gar nicht sagen kann. Hast du das gehört? Eine Wut Stell dir vor, lass Ja, los einmal. auf meinen Vater. Geh. Wisst ihr, er ist ja normalerweise schon ganz okay, aber auf einmal, da hat er Ansichten wie im tiefsten Mittelalter. Naja, das war früher schon immer ein sturer Bock. Geh, red doch nicht so geschert daher. Immerhin ist selber noch ihr Vater, nicht? Also, jetzt red schon, was ist denn? Kriegst du ein Kind? Ein Kind? Na, wie kommt's denn jetzt auf sowas? Kein Kind. Naja, das soll ja heutzutage ab und zu mal vorkommen. Ja, schon. Und du wirst es nicht glauben, selbst wir zwei wissen, wie sowas geht. Okay. Na, jetzt pass auf. Die Sache ist ja so. Ich habe gerade mein Studium beendet Ja. und jetzt hätte ich die Möglichkeit, mit ein paar Freunden für 3 Monate nach Amerika zu fliegen. Was? Ja, dann stellt euch vor, er möchte es mir jetzt verbieten. Also hast du das gehört? Er möchte es ihr verbieten. Das ist allerhand, Das ist ja wohl wirklich... was willst du eigentlich in Amerika? Das ist doch so weit weg. Mein Gott, na, wie ich so jung war wie du, da war meine weiteste Reise nach Waldkraiburg. Ja, freilich. Das gab für mich nicht ganz viel Abend. Ich meine, das ist doch nicht weit weg. Man setzt sich ins Flugzeug rein und schwupps, ist man drüben. In Amerika. Ja, in Amerika. Also, Naja, also ich meine, mir ist ja eigentlich gleich, wo du hinfliegst, gell? Aber wieso kommst du jetzt da ausgerechnet zu uns her? Ja, Ja. weil die Mama immer so oft von euch geredet hat. Aha. Ja. Naja, und dann habe ich mir halt gedacht, schaust du mal bei deinen 2 alten Tanten vorbei. ja. Naja. Ich meine, das Alt hättest du jetzt weglassen können, gell? Tante. Naja, also, was? Was? Ha, doch ganz einfach. Wir zwei fliegen einfach mit ihr nach Amerika. Da kann der Vater nichts dagegen haben. Ja, spinnst jetzt du? Warum? Du und in Amerika? Ja. Da warten sie gerade auf dich. Mei. Natürlich. Ich kann sogar perfekt amerikanisch. Geh weiter. Natürlich. How do you do mit die Gummischuhe? Na, jetzt mal. Ihr seid schon richtig, ha? Na, aber wisst was? Ihr tat's mir schon helfen, wenn ich einfach ein bisschen da bleiben kann. Wisst, so richtig Angst soll er kriegen, der Papa, wenn er nicht weiß, wo ich bin. Ja, das Dumme ist nur, dass mein Flug schon in 3 Wochen geht. Was? In 3 Wochen? Ja. Auwe. Dann braucht man einen Plan. Hoffentlich fällt uns so schnell was ein. Also ich würde sagen, jetzt bleibst du einfach einmal da bei uns. Und dann sehen wir schon weiter, oder? Mei, das wird ganz super. Ah ja, freilich. Dankeschön. Wie da sagen, ich opfere mich und flieg mit ihr nach Amerika. Kommt gar nicht in Frage. Wenn jemand fliegt, dann ich. Ich bin die Ältere, gell? Das muss nicht. Ja, du sagst es. Ja. Du bist die Ältere. Ja. Und deshalb diesen Strapazen sicher nicht mehr gewachsen. Weißt du gut. Also, du bleibst daheim und ich suche meinen Koffer und fliege. Nein, langsam, Tante Moni. Also, no, fliege ich nicht, gell? Hast recht, Madel. Jetzt bleibst du zuerst einmal da bei uns, gell? Jetzt fällt mir was ein. Was denn? Die einzige Kammer, die wir haben, da ist doch jetzt der Toni drin. Ja, Herrschaftszeiten, was mache ich jetzt da? Ja, der muss einfach an Stadeln auspassen. Also was? Ja. Mein armes Donnerli einfach in Stadeln. Geh jetzt mal. Nein. Wisst ihr was? Ich freue mich so, dass ich jetzt da bei euch bin. Ich fühle mich da richtig wohl. Ja, und wir freuen uns, dass endlich einmal wer da ist bei uns, der so nett und so lustig lachen kann, gell? Ja, weil ich hab bei ihr gar nichts zum Lachen. Ja, freilich. Weißt du was? Hä? Nein, ich quartiere den Toni ins Besenkammerl, da steht doch auch ein Bett drin. Richtig, Gell, so machen wir's. draußen in unserem Besen. Ja, genau. Da steht ein Bild. Ja. Also, und ich fahre jetzt schnell zur Kramerin runter mit dem Fahrrad Ja. und gehe schnell ein bisschen was einkaufen, Das gell? tust, ja. Du, Mädel, bleibst dabei da sitzen, bis ich wieder zurückkomme. Gehst nicht weg, gell? Freilich, weg soll es auch noch. Warum sollst du denn jetzt auf einmal davonlaufen, oder? Ich denke ja gar nicht dran. Mei, Anna, schau's an. Ja. Und schon wieder lacht's.
So lieb, unsere Lisa. Muss ich dir was sagen? Die Moni, das ist ein bisschen eine haarige. Mhm. Und redet furchtbar viel Schmarrn, wenn der Tag lang ist. So, Kommst du jetzt zu mir, wenn du was brauchst, gell? ja, so machen wir's. Ja, so machen wir's, gell? Oh mei, oh mei, oh mei, oh mei. Lisa, ich mein, die Anna, das ist eine rechter Haarige, gell? Wenn du was brauchst, kommst einfach zu mir, Mädel, gell? So machen wir das. Na, also, so gut wie es mir da geht, da kann man ja glatt auf Amerika pfeifen. He? Schmeckt's? Ja, gut sogar. Hast du nicht gleich Schrecker? Was bin ich bei der Schrocke? Also, auf den Mund bist du schon mal nicht gefallen. Bleibst du länger da? Das weiß ich noch nicht. Könnte schon sein, aber ich glaube nicht, dass ich dir das sagen muss. Ich kenne dich ja gar nicht. Ja, darf ich dich trotzdem fragen, bist du verwandt mit der Anna und der Moni? Könnte schon sein. Willst du mich ausfragen? Ja. Und jetzt machst du also einen Besuch. Sowas Ähnliches. Also, du lässt da wirklich jedes Wort aus deiner kleinen Nase ziehen. Weißt, ich bin erst seit kurzem da. Weißt du das schon, dass ich dein Kammerl krieg, Toni? Das macht mir gar nichts, wenn ich auch drin bleiben darf. Ja, freilich. Das darf so passen, gell? Ja, schon. Aber ich glaube nicht, dass wir uns groß in die Quere kommen, weil ich bin quasi nur auf der Durchreise. Naja, fast so wie ich. So, wenn es dich interessiert, ich war jetzt eine Zeit lang fort von daheim, weil ich einen Bruder habe, mit dem ich mich nicht so recht verstehe. Weißt, zwei Brüder, ein Hof, das geht halt nicht recht gut, gell? Ja, das kann ich mir schon denken. Und du? Habe ich da vorhin was von Amerika gehört? Ja, hast. In 3 Wochen möchte ich überfliegen, aber bis dahin, da sind noch ein paar Hindernisse aus dem Weg zum Rammer. Also Amerika, das war's. Ja, schon. da kann ich natürlich lang da draußen suchen, wenn du da herin rumstehst. Toni, ich muss die umquartieren ins Besenkammerl. Ja. Ich brauche die Kammer fürs Mädel, Ja, gell? ist mir schon recht. Ja. Oder ich gehe ins Kammerl, macht mir nichts. Ja, zu mir. Ja, freilich. Bilde dir ja keine Schwachheiten ein, gell? Zu zweit in der Besenkammer, so weit kam's noch. Ja, wir haben uns doch gerade bloß ein bisschen Kennengelernt. kennengelernt. Ja. Muss man ja jetzt, wenn man eine Zeit lang unter einem Dach zusammenhaust. gell? Ja, na wird's euch ja jetzt gut genug kennen, oder? Ja. Dass ihr Mädel die Kammer zeigen kann, oder? Was? Ja, freilich. Ja, sicher. eben, ja. So. No, geh mal, komm. Geh weiter, komm, was ist denn? Geh mal den ersten Stock auf, wieder drum spielt Musik, Ja, was ja. glaubst denn du? Da komm auf, gleich, ja, du warst ja recht, so, schau's noch grad an, ha? Du, Toni, Hä? dass wir da vielleicht gleich klare Verhältnisse schaffen, gell? Ja, da bin ich ja schon allerweil dafür. Glaub du ja nicht, dass ich so alt und so tappe bin, dass ich nichts mehr sehe, gell? Die Augen, die du dem Mädel hingemacht hast, die sprechen Bände. Bände! Geh, dass ich nicht lach. Ich kenn doch die Lisa gerade erst eine halbe Stunde. Hör mal das Gras wachsen, ha? Du, die frech beim Bierscherl, gell? Ja, da unterhält man sich ein paar Minuten mit einem jungen weiblichen Wesen und dann werden einem schon Sachen unterstellt. Also Sachen. Brauchst dich gar nicht so künstlich aufregen. Ich hab dir bloß gesagt, dass ich nicht blöd bin. Ja, Und das Haus war, solange wir da herin leben, sauber. Und das bleibt auch sauber. Hast mich? also Anna, was soll denn das? Und ganz ehrlich, das mit dem sauberen Haus ist wahrscheinlich kein persönlicher Verdienst, sondern eher ein Mangel an Gelegenheiten. Da fällt dir gar nichts mehr ein. Ach so, ein frecher Campi. Ha? Was hat er gesagt? Mangel an Gelegenheiten. Also so eine Frechheit ist mir doch überhaupt noch nie passiert. Dabei hat er noch recht.
Und das ist ja das, was mir am allermeisten stinkt, verstehst du mich? Herrschaft. Anna. Was denn? Anna, stell dir vor, Ja. die Kramerin, die weiß bereits wieder, dass die Lisa bei uns auf Besuch ist. Und bei dieser Quadratratschen weiß es in einer Stunde das ganze Dorf. Ja, und stell dir noch grad du vor, kaum ist das Mädel jetzt eine Stunde im Haus, macht er ihre schon schöne Augen hin. Ha, wer? Der Toni? Ja, freilich. Nein! Ja, und wir es geschäkert haben miteinander. Ist ja nicht zu glauben. Ja. Und jetzt ist er noch beleidigend worden auch noch. Gegen die? Gegen uns zwei. Ach so. Unser Haus ist nur sauber geblieben aus Mangel an Gelegenheit. So was traut sich der zu mir sagen. Wieso sauber? Wir putzen doch jede Woche. Herrschaft, nein, bist denn du nicht noch bläder, verstehst du mich? Da geht's doch nicht ums Putzen. Ja, wie man nur so damisch sein kann, glaubst du das? Ach so meinst du Ja, das? freilich. Also das ist ja richtig ausgeschaut. Ja, von dem rede ich ja. Jetzt haben wir ihn aufgenommen, haben ihn durchgeführt, die ganze Wurst hat er verputzt, verstehst du mich? Alles hat mir am Hinter vorne reingeschoben. Du warst Ja, du diejenige. schon auch. Ach, geh. Und zum Dank wird das Bierschal dann noch aufmüpfig, oder? Ha. Aber weißt du, was ich sag? Was denn? Es hat doch so viel lieb. Weißt du was? Jetzt warten wir einfach die Dinge ab, wie sie sich entwickeln. Ha? Das weiß ich jetzt schon, wie sich das alles entwickelt. Warum? Da macht man einmal im Leben eine Wallfahrt. Da kommt da so ein Schlamassel raus. Das Madel, die kriegt natürlich einen, freilich. Und wir schauen wieder mit dem Ofenrohr ins Gebirge, nicht? Ja. Ja, Himmelherrschaftszeiten, jetzt Klopft klopft schon schon wieder. Sag einmal, was ist Schau denn los doch. bei uns? Ha? Wer kann denn das jetzt sein? Ha? Schon wieder ein Mannsbild. Ein Mannsbild? Ja. Ja, sag. Das sei gut. Na? Kennt's mich nicht mehr? Nein, weil wir kennen ja nicht an jeden kennen. Ich bin aber nicht jeder. Nein. Da, schaut's mich an. Na? Jetzt wird's aber Zeit. Ich glaube, irgendwann haben wir uns schon mal gesehen, gell? Das glaube ich schon auch. Ich bin der Thomas. Der Marder Thomas. Der Thomas! Genau der. Nein. Ich bin der Resier Witwer, wenn ich das so sagen kann. Auf die haben wir gerade noch gewartet. Aha. Hab ich's mir doch gedacht. Sag einmal, noch ein bisschen später hättest du nicht kommen können. Ha? Was? Ist schon gleich Nacht. Weißt du was, das ist eine Frechheit. Ja. Und warum kommst du überhaupt so schnell daher? Ich meine, wieso bist du schon da? Gell? Da schaut's. Ja, du schon. Nein, die Lisa, das dumme Madel, meint, sie kann von ihrem Vater davonlaufen. Als ob's das braucht. Mit mir kann man doch reden. Freilich. Sie hat überhaupt nicht gespannt, dass ich immer hinter ihr nach bin. Ja, und dass ich mit dem gleichen Bus wie sie gefahren bin. Mei, da bist du jetzt recht stolz drauf, gell? Singen wir. Traurig nur, wenn ein Vater sein Kind nicht einmal schnell nach Amerika rüberfahren lässt. Na, freilich, das ist ja gleich ums Eck rum. Einen sturen Kopf hat's. Ah, geh, von wem wohl? Weißt du überhaupt, in was für einem Jahrhundert wir leben? He? Ja, das sieht man ja ganz deutlich bei euch da oben. Und überhaupt. Mit welchem Recht mischt ihr euch denn da ein? Ha? Mit dem Recht der Tanten, bei dem dein Kind Asyl gesucht hat. Asyl? Ja. Also nur ein bisschen geschwollener geht's nicht. Ha? Jetzt pass auf, jetzt sagt dir ich was. Du ja nicht frech werden. Weil wir haben zurzeit ein junges, kräftiges Mannsbild am Hof und ein Schrei von mir und du kehrst der Katz. Also vorsichtig sein. Schau ich so gefährlich aus. Naja, eigentlich eher harmlos. Du gefällst mir. Also jetzt passt auf, ich mache mir halt bloß Sorgen. So ein junges Mädel, ganz allein und so weit weg. Mein Gott, nein. Irgendwann fliegen halt einmal die Vogel aus dem Nest, nicht? Ja, das weiß ich schon. Ja, ja. Was ist jetzt? Wolltest du mir jetzt endlich einmal einen Platz anbieten? Nein, nicht unbedingt. Genau genommen eigentlich gar nicht. Dankeschön. So, also, wo ist sie? Sagen wir nicht. Nein, tun wir nicht. Ich hab Zeit. Irgendwann wird schon aus irgendeiner Tür rauskommen. Der wird uns doch nicht bleiben. Was? Na, behalten wir ihn einfach. Du spielst ja. Au! Schutz mich nicht. Also, ihr zwei Sätze schon die richtigen. Das wissen wir schon.
Und trotzdem kriegen wir keinen Mannsbild. Das kann ich dir nicht wissen. Schubst mich halt nicht So rein. war Na, ihr zwei Grazien, wollt ihr mir jetzt nicht endlich einmal was anbieten? Nein, Überhaupt nicht. Dankeschön. Dann nehmen wir halt selber was. Gib deine Finger weg, ja? Sauber sage ich. Also wenn ihr jetzt manchmal so behandelt, dass sich zufällig einmal zu euch da herum verläuft, also dann wundert es mich nicht, dass ihr zwei das waren seid, was ihr jetzt seid. was? Zwei so alte Jungfern. Ich bin sprachlos. Und mir fehlen die Worte. Zwei so alte Jungfern, hat er Ja, gesagt. das muss man sich sagen lassen. So ist recht. Weißt du, was ich jetzt Was sag? denn? Auf den Schreck gehe ich jetzt in mein Bett. Jetzt schon? Ja, mir reicht's. Du, dir tut's auch nicht schaden. Aber dass du das weißt, heute Nacht schlaf ich in der vorderen Kammer, weil dein Schnarchen nachher ich Nein, mir wenn nicht der in der vorderen Kammer schlaft, dann bin ich sicher, ja, du warst der Notstehende, ja, kommt ja gar nicht in Frage. Nix da. Na, wo sind denn die zwei Grazien? Egal. Ich bleibe jetzt auf alle Fälle erst einmal da. So. Jawohl. Schön. Gute Nacht. Fix doch mal! Ja, du Lustmolch, schau, dass du weiterkommst. Au! Au, 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 au. Hat die mir eine Watschen geben? Ja, so ein Mistviech, so ein unglaubliches Mistviech. Dabei liege ich schon die zweite Nacht auf der Lauer und hab doch das falsche Kammerfenster erwischt. Das ist so eine, das ist ja wirklich ein Unglück. Kein Wort. Die Blämmeln, die brauche ich jetzt auch nicht mehr. So, jetzt. Satan, weiche von mir! Au! Sie fix! Oh, hat mit dir jetzt auch nicht am Watschen gegeben, Herrschaftszeiten. Da hab ich mich sauber in der Kammer geirrt. Oh, Herrschaftszeiten einmal. Ja, da geht's vielleicht zu. Gute Nacht. Lachen macht das Leben schön, drum lachen wir so gern. Lach mit uns und du wirst sehen. Glaubst du nicht, glaubst du. Na. Ich kann bloß nur sagen, voll Teufel. Lasst mitten in der Nacht fremde Mannsbilder bei dir einstellen. Ah, fürchterlich. Schrei mich doch du nicht so Ach, ist an. doch wahr, auch. Glaubst du's nicht? Was kann ich nicht dafür, wenn der bei mir einsteigt? Ich habe ihn ja gar nicht gekannt. Okay. Es war ja stockdunkel. So. Aber das sag ich dir. Dem habe ich eine Watschen gegeben. So. Eine Watschen, dass der auf und davon ist. Sag weiter. Leider. Glaubst du, du bist... Nein, da fällt dir überhaupt gar nichts ein. Im Erdboden müsstest du versinken, das sage ich dir. Ja, freilich, du warst nicht so... Schau mir nicht so frech an. Ich schau, wer ich schau, so schaut's Ja, aus. von wegen. Jesus, was ist denn da los, hä? Raus! So, und jetzt zu dir. Ja, Hast du nicht nach mir sofort auch einen Schrei loslassen, hä? Anna, was hast du mir zu sagen? ich? Ja, Gar nichts. was gar nix. Das war der Toni. Was? Ja. Okay, dass ich nicht lache. Schade war der Toni. Okay, was wollte der Toni bei dir in der... Bei dir... Moment einmal.
mir geht ein Licht auf. Okay. Wir zwei haben ja heute Nacht die Kammern getauscht. Der Toni wollte ja zu mir. Piefkas! Das hättest du wohl gern, gell? Ja. Mei, zum Madel wird er heute wollen haben. Die Türen sind doch genau nebeneinander, oder? Jetzt pass mal auf, jetzt tu doch mal ganz langsam. Ja. Irgendwas stimmt da Doch, nicht. doch. Mir geht schon wieder Licht auf. Ja, wird's hell? Ein ganzer Scheinwerfer. Ja, dieser Unhold, der heute Nacht bei mir in die Kammer eingestiegen ist, der wollte ja zu dir. Anna. Ja, da deren sich ja Abgründe auf. Was redst denn da? Ich kenn ja gar keinen. Was? Außer... Ja, außer, hä? Jetzt? Nein, da liegen Blumen. Schau Nein, das sind bestimmt meine Blumen. Nein, die gehören mir. Es ist von die Blumen auch schon wieder. Gab's nicht da. Oh, Mein Gott, sag mal, warum laufst denn du mir die ganze Zeit nach? Immer bist gerade da, wo ich auch bin. Mei, vielleicht bin ich so dumm und merke es nicht, dass du mir aus dem Weg gehst. Du, Lisa, ich muss dir was verzeihen, weil mir ist heute Nacht was Saudummes passiert. Okay. Ja, ich wollte zu dir, bloß ein bisschen ratschen, ehrlich. Aber dann bin ich aus Versehen in die Kammer von der Moni hinein und da ist ja nur die Anna drin gelegen. Was bist du? Ja. Na, Toni, und ich hab noch gemeint, die Herrin schreien. Was machst denn du für Sachen? Ja, mei, die Türen sind in dem Haus doch so nah beieinander und so gut kenne ich mich doch auch noch nicht aus. Na. Mei, ich wollte doch bloß ein bisschen bei dir sein. Das ist so schlimm. Ja, schlimm ist das nicht, aber wie du das der Anna erklären möchtest, dass du mitten in der Nacht bei ihr in der Kammer gestanden bist, na, du bist mir vielleicht einer. Gell? Toni, schau, ich bin doch wahrscheinlich bald wieder weg. Vielleicht sogar in Amerika. Ja, da komm ich mit. Geh, hör doch auf, du Spinner. Na, wirklich, Lisa. Mir heute im Moment gar nichts, glaub mir's. Ja, aber wenn du meine Zuneigung ja so leichtfertig ausschlagst, ja, da könnte es leicht sein, dass du mal so endest wie die arme Anna und die arme Moni. Boah, also das ist jetzt echt gemein, gell? Logisch. Ich bin ja auch ein durch und durch gemeiner Mensch. Hast du das noch nicht gespannt? Ja, gespannt habe ich schon was, aber was das jetzt genau ist, da... Ich glaube, da gibt es sogar ein Wort dafür. Liebe. Ja, Liebe. Das sagt sie jetzt so leicht. Ja, da schau her. Das ist ja der Toni. Ja. War was los? Was? Na, nichts Bestimmtes. Der war nur so wegen Ach so. dem... So. So. Geh zu, Madel. Glaubst denn du, ich hab keine Augen im Kopf? Ha? Schau, ich möchte doch einfach nur, dass du ein bisschen vorsichtig bist. Ja, Tante. Weil weißt, heute Nacht, na, das sage ich dir lieber nicht. Was denn? Aber das sage ich dir. Na, das sage ich dir lieber auch nicht. Tante Moni. Ich weiß schon. Du meinst es gerade gut, aber das wird schon alles recht, ha? Lass das singen. Mei, ich bin geküsst worden. So ein Liebsmadel. Wo ist der Liebsmadler? Du schon wieder. Na, da steh ich oder bist blind, ha? Ja, komm, geh weiter, bring die Semmeln rein. Alles klar. Da sind die Brüller. Danke. Und jetzt fährst mit deinem Fahrrad runter und holst nochmal 6 Semmeln. Das bin ich. Ja, geh weiter, regnet, sondern los, fahr mal. Schau ich vielleicht aus, wie wenn ich geisteskrank wäre, ha? Ich soll den Berg nur mal runterradeln und dann wieder rauf, wie ich ja 6 Semmeln. Warum braucht eigentlich jeden doch nur mehrere Semmeln? Das war schon sehr komisch.
Ob das jetzt komisch ist oder nicht, das geht dich eigentlich gar nichts an. Los, geh mal. Wenn es mir nichts angeht, dann brauche ich es ja auch nicht holen. Ich lasse mich doch für euch nicht ausbeuten. Von einem Jugendbäckersgesellenschutzgesetz habt ihr noch nie was gehört, ha? Morgen bringe ich 6 Semmeln mehr, aber heute gibt's nichts mehr. Ade. Heute, Birschel, da bleibst. Also diese Frechheit, die zahle ich dir nochmal heim, das sage ich dir. So, da schau her. Da hast jetzt 5 Euro und der Rest ist für dich als Trinkgeld. Na, bringst uns jetzt die Semmeln? Mit einem anständigen Trinkgeld schaut die Sachlach natürlich von Grund auf ganz anders aus. Ne? Ja, schon klar. Warum nicht gleich vernünftig mit den Leuten reden, ha? Bin gleich wieder da. Ja, vierte gut. Na, also diesen Mundwerk bin nicht einmal ich gewachsen. Tja, aber neugierig bin ich, wie lange der Thomas noch bei uns bleibt. Ich habe also keine Lust, dass ich den jetzt auch noch bediene. Wo sind wir denn? Wir sind noch nicht hier in der Fremdenpension. Das heißt, eigentlich sollte ich mir mal genauer anschauen. Wen denn? Also dich ganz bestimmt nicht. So, eigentlich schon. Weil ich habe die nämlich schon genau angeschaut. So, da drauf ist aber gepfiffen. Gut, wenn's meinst. Jetzt würde ich aber doch ganz gerne mal mit meiner Tochter reden. Ich hoffe, sie auch mit dir. Geh zu, Thomas. Glaubst denn du, dass deine Tochter bis zu deinem Lebensende bei dir zu Hause sitzt und dort Handel halten? Ha? Warum hast denn du eigentlich nicht mehr geheiratet? Weil ich meine, sie wird es ja auch einmal machen. Ja, mei, die Richtige ist nach der Rese nicht mehr gekommen. Also? Dann musst du halt beim Bäcker eine backen lassen. Ja, und was ist mit dir? Wieso? Ich meine, mit euch zwei? Warum? Ja, sind wir ein bisschen geschleckert, hä? Geschleckert? Schau her, es waren mir plötzlich geschleckert, heikel. Und außerdem, in unserem Alter, da läuft ja sowieso bloß Ausschuss rum. Dankeschön. Also als Ausschuss darf ich mich jetzt nicht gerade bezeichnen. Naja, zur Not geht's. Also du gefällst mir. Ja, lass du dir doch am Backen. Oder vielleicht könntest du ja doch mit einem Exemplar zufrieden sein, das schon da, ich meine, quasi schon gebacken ist. Also, gell, du, schau mich du nicht so eindeutig, zweideutig an. Das bin ich nämlich nicht gewöhnt. Eigentlich bin ich ja froh, dass die Lisa zu euch, ich meine, zu dir gegangen ist. Ja, was rennst du denn jetzt da und so umeinander? Genauso war mir Resi auch, wenn es narrisch war. Ich bin nicht deine Resi und narrisch bin ich auch nicht. Naja, ich verstehe dich ja. Ich habe doch selber mir die ganzen Jahre nachgedacht, ob ich nicht bei euch einmal vorbeischauen kann. Ja. Ja, aber dann ist halt Jahr um Jahr vergangen und es ist immer schwerer geworden für mich. Vielleicht hat er das so sein müssen, das mit der Lisa. Ich meine, dass ich gerade jetzt den Weg zu euch daher finde. Was, Thomas? Jetzt war ich gleich. Ja. Die Brüder sind da. Ja. Störe ich? Nein, du störst überhaupt nicht. Das ist mein Schwager, der Marder, Thomas. Alles klar. Hat ja gerade ganz verwandtschaftlich ausgeschaut. In dem Haus wird die tägliche Semmellieferung direkt zum Erlebnis. Servus. Servus. Herr Schwager. Schau, dass du rauskommst. So, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir den Salat. In einer Stunde weiß das ganze Dorf, dass ich in deinem Armkling bin. Also. Ja, und mein ganzer untadeliger Ruf ist im Eimer. Also ich finde das jetzt nicht so schlimm. Grüß dich, Papa. Ja, grüß dich, du Ausreißerin. Ja, ich glaube, ich schau mal nach dem Kaffee, gell?
Und, Papa? Das fragst du mich. Verschwindst einfach, ohne mit mir zu reden. Papa, ich hab doch wirklich 100-mal probiert, mit dir zu reden. Aber wenn ich was von Amerika gesagt hab, dann hast du mir einfach nicht mehr zugehört. Ja, verstehst du denn das nicht? Dass ich einfach nur Angst hab. Mein einziges Kind, so weit weg. Ja, wenn ich mit der mitfliegen Na, darf. Papa, bitte, das tust mir bitte schon nicht, okay? Papa, schau, du brauchst doch keine Angst nicht haben. Ich komm doch wieder zurück. Ja, und wenn du da drüben irgend so einen amerikanischen Ami kennenlernst, Okay. kann der sein. Papa, und was du alles wieder denkst, ha? Na, keine Angst. Ich suche mir schon da herum einen Mann. Ist jetzt alles wieder okay zwischen uns? Ja, weißt du, Lisa, ich muss mich halt erst an die neue Situation gewöhnen. Das wird schon. Papa, geh. Ist das schön. Mei, da ist der Kaffee. Das senkst doch selber, stehen doch einfach hin, du Verräterin, du. Das ist wieder gut aufgelegt. Toni, Kaffee? Ich grad gekommen. Dankeschön. Und Semin sind auch schon da. Ja, die haben mich auch heute 5 Euro gekostet. Aber für euch ist mir gar nichts zu viel. So, mei, Anna, sag einmal, ist das nicht schön? So viel Leid waren wir schon lange nicht mehr beim Frühstück, gell? Geht schon. Sag einmal, Toni, hast du mir nichts zu sagen? Ich? Ja, du? Wieso? Anfragen musst du auch noch. Du meinst wegen heute Nacht. Aha. Ja, das tut mir leid, gell? So. Das war so, ich wollte aufs Klo, gell? Und Licht wollte ich keins machen. Und dann habe ich in dem Finsterneck die Türen verwechselt. So, du wolltest aufs Klo. Ja. Nur eigenartig, gell, dass bei uns die Klotüre auf der anderen Seite vom Gang ist. Allerdings die Zimmertüre neben der Anna ist die von der Lisa. Das heißt, also heute Nacht war ja die Anna neben mir, weil ich bei der Anna, weil die so, jetzt weiß ich gar nichts mehr. Dann halt einfach einmal der Pappen. Ja. Es geht halt nichts über ein harmonisches Familienleben, gell? Toni, zeig mal stark. Ist mir da irgendwas entgangen? Um was geht's denn da eigentlich? Das wird der Toni schon wissen. Ja, ich weiß bloß das eine Wunder, die Netmader, wenn ja, ich mein, die Lisa, die braucht halt noch ein bisschen Zeit zum Überlegen. Was du alles schon wieder weißt, ha? Ja gut, Leute, dann geh ich jetzt. Zum Überlegen, gell? Du, was hat's denn jetzt? Lauf wieder nach, jetzt seid's nur allein. Na, das tue ich nicht. Lisa findet schon zu mir, wenn du sei so. Gut, dann bleibst du. Ja. Hä? Na, wurscht. Mei, Thomas, schaust du blöd. Ja. Mein Gott. So, ich habe Arbeit. Die Rumsitzerei, die taugt nichts, gell? Ja, du hast recht. Ich glaube, ich gehe auch wieder in die Küche. Ja. Was habt's denn jetzt? Was steht's denn jetzt alle auf? Seid doch noch gar nicht fertig. Eine Arbeit haben wir, das habe ich dir doch gerade gesagt, oder? Und jetzt ist ja alles in Ordnung, jetzt braucht man uns ja nicht mehr. Tu nicht Hass her. Jetzt sind ja wir überflüssig. Ne? So, und ich gehe jetzt auch raus. Und du, schau nicht so wie ein Schweibel, wenn's blitzt. Mein Gott, und versteh tust du wirklich gar nichts. Ja, dann erklär's mir halt. Du, ich muss dir auch noch was erklären. Oh mei. Dass die Weiberleid alle miteinander so kompliziert sind. Dabei ist doch alles so einfach. Da kann's zumindest sein. Sowas. Also mir haben die 2 Schwestern erzählt, dass sie so einsam sind da herum. Weil dabei geht's dazu wie am Bahnhof. Da ist einer an eurer Haustür. Aber wenn ihr euch jetzt einbildet, dass ich nur mal Brötler holen gehe, dann habt ihr euch brennt. Ja, jetzt macht ihr euch nicht so wichtig. Ach, der du nicht so wichtig. Bist gerade erst mal ein paar Tage da dazu schon große Töne spucken. Ich hab schließlich die älteren Rechte, dass das klar ist. Ja.
Und vielleicht magst du jetzt endlich mal die Tür auf. Das ist nämlich ein ganz Schüchterner. Ja. Und außerdem will derjenige gar nicht zu dir, sondern zu einem der holden Weiblichkeiten. Der wie jetzt, Ja, zeitwärts. grüß Gott. Grüß Gott beieinander. Grüß Gott. Geh mal her. Ja. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, ob ich da richtig bin oder nicht. Ja. Aber ich glaube schon. Du sind schon richtig. Das glaube ich auch. Hey, jetzt tu einmal deinen Kopf aus. Sie und ich höre ja nichts mehr. Jetzt schleich dich um. Entschuldigen Sie, gell? Ja, wo bin ich jetzt eigentlich wieder stehen geblieben? Ha? Da vorn. Nein, ich meine, was wollte ich sagen? Ach so, Ach so, jetzt weiß ich es wieder. Ja. Ja, die Sache ist nicht ganz einfach, weißt? Ja, Jetzt hat's ihn geschmissen mit dem Radl. also, eins weiß ich ganz genau, 2 Schwestern waren's. Ja. Und das stimmt schon mal. Siehst du das? Ich habe also im ganzen Ort umeinander gefragt und da hat man mir gesagt, dass da her oben die einzigen 2 ledigen Schwestern vom ganzen Ort wohnen. Ja. Nicht? ja. Drum war ich ja auch schon einmal da, nicht? Was? Ja, bei der Nacht. Gell? Ja. Was Sie nicht sagen. Ja, ich bin ja halber narrisch geworden. Vor lauter Sucherei. Nicht? Ja, ich habe ja schon gemeint, dass ich bis zum jüngsten Tag unterwegs bin. Und dann brauche ich ja auch keine Frau mehr. Nicht? Ja, schon. Aber welche von denen 2 Damen meinen Sie denn jetzt eigentlich? Ja, das weiß ich schon ganz genau. Nicht? Ja, freilich. Also das... So stattliche war es halt. Nicht? So. Nicht? Ja, wie sollte ich Ihnen das sagen? Drum bin ich ja auch auf der Lauer gelegen. Nicht? Heimlich, nicht? Ja. Heimlich. Ja. Ja, hast verstanden? Ja. Wegen der Kammer, nicht? Ja. Ich wollte ihr doch die Blämmerl, die Blumen, die selber gepflückten bringen, nicht? Was? Bei der Nacht? Ja, freilich bei der Nacht. Am Tag haben wir doch nicht traut, nicht? So. Ja. Aber ich muss ja irgendwas verwechselt haben, nicht? Ja, wahrscheinlich als Kammerfenster. Ja, genau, weil es ja doch so finster war, nicht? Weil die Watschen, die wo ich gekriegt habe, nicht? Ich habe ja am Schluss gar nicht mehr gewusst, wer ich eigentlich bin. Ja, das nicht? kenne ich. Ja. Da laufe ich endlich nach Jahren an ein weibliches Wesen hin, die wo mir gefällt, nicht? Und von der ich glaube, dass sie auch zu mir passt. Ja. Dass ich meine, der Blitz hat mich gestraft. Was? Der Blitz hat mich gestriffen. Ah. Ja, und schon verliere ich es wieder aus den Augen, nicht? Ja, also jetzt beruhigen Sie einer, hockt das einer hin. Gell? Weil nach Ihrer bildlichen Beschreibung kann es sich ja eigentlich nur um eine handeln. Anna! Ja, Geh einmal hinaus, du hast einen Besuch. schon wieder. Schicken fort, hab keine Lust und keine Zeit. Die liebliche Stimme kommt mir bekannt vor. So, ja. Also. Es ist so, gell? Wenn das so ist, dann bin ja ich jetzt überflüssig. Gell? Ja, ist schon gut. Sag mal, hat man denn da herum überhaupt keine Ruhe heute? Was ist denn da los? Hallo. Ich bin's, kennst mich noch? Ha? Sie trauen einer noch da rauf. So eine Unverschämtheit ist mir doch überhaupt noch nie passiert. Sich den Bauch vollschlagen und mich dann mit der ganzen Zeche sitzen lassen. Mei, das war halt eine saublöde Geschichte, wenn ich Ihnen das vielleicht erklären dürfte. Nein, das dürfen Sie nicht. Und es interessiert mich auch gar nicht. Zahlen Sie das, was Sie verdruckt haben, und dann verdrucken Sie einer wieder, ja? Seien doch bitte nicht so narrisch bös. Ich hab doch wirklich nichts dafür können, verstehen Sie? Na, ich verstehe absolut gar nichts. Nein, dann zahle ich halt die Zeche, nicht? Das war gut. Wie viel hat's denn gemacht? 50 € habe ich bezahlt. 50 Euro? Ja, und davon haben Sie 40 verfressen. Ja, gut, also auf die 50 Euro kommt's mir nicht auf Ja, na, an, ist ne? recht. Die zahle ich ja. Mei, wenn Sie wüssten, Fräulein Anna, Ja, was ich gelitten hab, nicht? Halbert narrisch bin ich worden vor lauter Unglück. ja, und zwar von lauter Wut, wie noch gerade ein einzelner Mensch so unverschämt sein kann. Ich begreife sowas überhaupt gar nicht. Ha. Aber ich war doch so unglücklich, weil Sie nicht mehr da waren. Ja, glauben denn Sie, ich sitz mir hier und warte 2 Stunden. Nein. So nötig habe ich es dann auch wieder nicht, gell? Das Geld, Ach, Schmarrn.
Und so schön kann überhaupt kein Mannsbild sein, dass ich länger wie eine halbe Stunde warte. Und so schön sind Sie auch wieder nicht. Ja, das langt, dann kann ich ja eigentlich gleich wieder gehen. Und ich habe schon geglaubt, dass die Wallfahrt nicht ganz umsonst war. Dann war es halt wieder mal auch nix. Was denn für eine Wallfahrt? Wir zwei haben doch die Wallfahrt aus dem gleichen Grund gemacht, oder nicht? Wallfahrt? Dass ich nicht lach. Ich wollte heute mal wieder andere Leute sein, nicht? Das haben Sie aber vor ein paar Tagen ganz anders gesagt, Fräulein Anna. Hören Sie bloß mit dem Fräulein Anna auf, diesen komischen Ton, der zirkt nicht mehr bei mir. Wo ich doch erst letzte Nacht da war, mit den Blärmern, mit den Blumen selbst gepflückt. Ha? Ja, freilich, das war doch ich, nicht? Aber ich muss ja irgendwas verwechselt haben, weil die Watschen, die wo ich gekriegt habe, nicht? Das war's gewiss nicht du. Du wolltest halt Nacht bei mir einsteigen. Ja. Dass ich das noch erleben darf. Mein Gott. Anna, Ja. aber Anna, wenn du wüsstest, was ich gelitten habe, das ist die richtige, habe ich mir gesagt. So schön habe ich mir alles ausgemalt gehabt, nicht? Und wir waren uns doch eigentlich auch schon so gut wie einig, oder? Ja, und dann bist du auf und davon gelaufen. Der Kellner, der hat vielleicht so grinst, weil er mal wieder so eine alte Jungfrau sitzen geblieben ist, verstehst du? Ja, geh, Anna, lass uns halt jetzt die zarten Bande unserer Beziehung wieder neu knöpfen. Was möchtest du? Ich meine knüpfen. Ah, und ja. lass dir endlich erklären, wie das Ganze hat eigentlich passieren können, Ja. nicht? Also das war so, ich hab doch aufs Häusl müssen, Ach so. nicht? Ja, und auf dem Weg dorthin, Ja. nicht? Da komme ich an einem Tisch vorbei und da sitzen ein paar Spätzeln von mir. Nicht? Die wollten schon gerade aufbrechen, wollten gerade gehen, nicht? Aber die haben mich dann noch begrüßt mit einem riesigen Hallo und einem Geschrei und haben mich umarmt und wieder begrüßt und geschrei und haben mich überhaupt nicht mehr auslassen. Nicht? Und bevor ich mich überhaupt umgeschaut habe, da bin ich schon in einem Bus drin gesessen. Ja, und der Bus, der ist auch sofort losgefahren, nicht? Ja. Halbert narrisch bin ich worden vor lauter Unglück, nicht? Ja, und deswegen wolltest du zu mir bei der Nacht. Ja, freilich, bei der Nacht mit den Blärmern, mit den Blumen selbst gepflückt. Ja. Ich schwöre, bei der heiligen Jungfrau Maria, zu der wir die Wallfahrt gemacht haben, nicht? Ich habe doch nicht im Entferntesten ahnen können, dass akkurat im entscheidendsten Moment meines Lebens diese 2, 3 Deppen daherkommen und mich mitzahlen. Nicht? Ich war denen ja praktisch wehrlos ausgeliefert, nicht? Wirklich glaubt man heute nicht. Halbert narrisch bist du, ich weiß. Ja. Dann freust du dich jetzt also, dass ich da bin, gell? Ja, das sag mal halt, dass du dich freust. Wo ich mich doch auch so freue. Frag doch nicht. Freilich freue ich mich, weil der so nett was zu mir geht. Mei, und dann war ich so unglücklich. Ja, aber nicht unglücklicher wie ich. Schau, Annel, schau, was will ich denn noch vom Leben? Schau, ein bisschen Wärme, ein bisschen Lieb, einfach nicht mehr allein sein, nicht? Ja, willst du das denn nicht auch? Ich wollte mein ganzes Leben noch nie was anderes. Dann kommst du also mit auf meinen Hof, gell? Ja, Adi, ich gehe mit dir. Anna, geh her zu mir. Das freut mich aber nicht, das ist aber schön. Ja, es ist schon gut. Anna, da gibt's eine Neuigkeit, die haut dich um. So, Ja, was will denn der da? Ja, du Zechbreller, du. leg dich nicht auf. Ha? Ein Watschen hast du ihm schon gegeben und damit ist alles gut. Ein Watschen? Ja. Ich? Du, ja. Ja, Moment. Dann war der heute Nacht in meiner Kammer? Ja. So, jetzt weiß ich gar nichts mehr. Muss da nicht. Naja, und jetzt? Und? Verstehst du das? Ja, ich hab da so eine Ahnung. So? Denk doch an uns zwei. Okay. Reden wir nicht mehr lange umeinander, nicht? Die Anna und ich, wir bleiben beieinander und da wird sich schon herausstellen, ob wir zusammenpassen oder nicht, gell, Anna? Also siehst du, die Wallfahrt war nicht umsonst, gell? Gott sei Dank. Ich habe mir nämlich schon solche Sorgen gemacht, wie ich dir jetzt schonend beibringe, dass ich dich allein lassen muss. Du möchtest mich allein lassen, wieso? Gehst du weg? Ja, mit mir. Die Moni und ich, wir sind uns einig geworden. Ja,
Ja, dann haben wir 2 über Nacht Männer gekriegt. Ist richtig. Herrlich. Ja, schaut fast so aus. Ja, was ist denn das? Naja, und wie schaut's denn mit dir aus? Hast du eigentlich schon mit deiner Lisa geredet? Ich mein, wegen Amerika fahren und so weiter. Hä? Ja, ich denke schon. Du denkst? Also gut, das mach lieber ich. Komm, wir suchen Lisa. Geh weiter. Geh mal suchen, geh weiter. Wärmen wir aus. Lisa, glaubst du, dass wir jetzt endlich, dass wir 2 füreinander bestimmt sind? Wir kennen uns doch erst seit ein paar Tagen, ha? Ja und? Sowas soll ja manchmal kommen wie eine Naturkatastrophe. Sagt man. Sagt man. Ja. Und du meinst, du bist meine Naturkatastrophe. Toni, schau, ich mag dich, aber du weißt doch, dass ich in ein paar Wochen nach Amerika fliege. Mei, ich hab's dir doch schon mal gesagt, da komm ich mit. Lisa, ich hab noch nie bei Madel so viel reden müssen wie bei dir. Wenn das so weitergeht, dann rede ich meinen Mund noch 20 bevor mir... Da sind sie ja. Ja, da sind sie ja. Ja, und wir suchen überall. Ja, wir suchen es überall, nicht? Anna, merkst du was? Unsere 2 Männer reden uns schon alles nach. Das wird ja doch hoffentlich nicht bleiben. Naja, und jetzt? Papa, weißt du schon? Der Toni, der fliegt mit mir nach Amerika. Ja. Was sagst du? Naja, Hauptsache, ihr 2 seid euch einig. Aber ihr kommt schon wieder heim, gell? Freilich, Papa. Freili, Papa. Nein, Adi, schau, ist das nicht schön? Ha? Ja, so schön schon. Ich bin überwältigt. Ja. Und ich bin erst überwältigt. Es schlägt der Fink. Es schlägt die Wachtel. Komm an mein Herz, du alte Schachtel. So schaut dieser Aufstand der Jungfrauen also aus, was so ein paar Erbsen doch für eine Wirkung haben können. Aber ich suche Ihnen was. Wenn ich groß bin, probiere ich das auch einmal. Aber wissen Sie was? Ich nehme lieber Bohnen.